Updates, Weapon Tier List. So, also, was hat sich verändert? Ganz kurz, Kraber immer noch ganz krank. Auf 1, die wird immer 1 bleiben wahrscheinlich. Spitfire Alternator plus 2. Ganz einfach, weil sie doch ein bisschen besser sind als Trainer 1 und Flatline. Wiederum aber die beiden haben minus 2, haben einfach die Plätze getäuscht mit den beiden. Wer auch neu in der S-Tier ist natürlich die L-Star. Ist eine absolute kranke Waffe. Habe ich letztes Mal schon bei der S-Tier machen, aber habe mich nicht getraut. Jetzt habe ich es gemacht und verdient. Knapp nicht S-Tier, aber A und verdammt gut. Das ist natürlich die Rampage. Die Rampage ist eine ganz krasse Waffe. Also habe ich nicht gedacht am Anfang der Saison. Haben sie völlig falsch eingeschätzt, aber mittlerweile bin ich sehr verliebt in die Waffe. Ich finde sie sehr gut. Auch sehr balanced tatsächlich. Aber eben gleich extrem gut. Und ja, plus 8 Ränge, die Waffe, die am meisten Gump gemacht hat. Havoc bleibt eigentlich, aber hat durch eine Waffe einen Platz gewonnen, den ich weiter abgestuft habe. 99 plus 5, also die zweitmeiste Gump, die es gemacht hat. Habe ich vielleicht ein bisschen zu tief eingeschätzt am Anfang. Ich finde, jetzt ist sie am richtigen Ort. Ist doch um einiges besser als eben ein Prowler oder ein Vault. Aber ja, gleich nicht so gut wie in den Trainer-Lines. Und darum gleich in der A-Kategorie. Wingman, wenn man gut mit Wingman ist eigentlich, es muss ein A, muss sie eigentlich A sein. Ich hatte das letzte Mal im B gehabt. Und darum jetzt verdient im A. Hat ein paar Waffen überholt. Zum anderen die Volt, die Eva und Triple Take. Und ist jetzt verdient auch hinter der A99 auf einem sehr soliden Rang auf A. Der Volt hat nur den Platz verloren gegen die Wingman. Ich finde, ich bin einfach kein Fan von der Volt. Aber sie ist gleich gut. Aber er hat gesagt, die Wingman kann diesen Platz noch einiges mehr gut machen für den Volt. Für den 99 bei der Wingman. Noch nicht das Gefühl, langt es noch nicht ganz. Aber ja, sehen wir ja dann noch in Zukunft. Triple Take hat den einen Platz verloren gegen die Wingman. Ist jetzt in der B-Kategorie vorher angesehen. Ich finde, sie ist eine sehr gute Secondary. Allerdings ist halt Triple Take, sie ist halt okay. Sie ist halt wirklich nur okay. Und sie ist ein Care Package Weapon, also ja. Eva ist viel genervt worden. Also mit Headshot Multiplier und der Bolt ist auch genervt worden. Ja. 6 Plätze runtergefallen. Sie ist tatsächlich nicht mehr so krank, wie sie schon war. Also wie letzte Saison. Und eben im Verlauf von dieser Saison ist sie runtergekommen. Und ich finde, es ist immer noch eine gute Waffe. Vor allem zum Finishen für genockte Players. Aber ja, es ist immer noch die beste Shotgun. Also nicht ganz bei weitem, aber es ist immer noch die beste. Der Prowler, die hat, ist wahrscheinlich ein Bug gesehen, wo sie rausgekommen ist in Season 10 als Normaldrop. Sie hat keine Änderung gehabt. Sie hat eigentlich null Rückstoß gehabt. Und also auch kein Hipfire-Rückstoß und da ist sie absolut ein Laser gesehen. Jetzt haben sie es ein bisschen angepasst mit Damage und Rückstoß und ein bisschen alles, angepasst. Und sie ist jetzt gar nicht mehr so krank, wie sie auch in meiner Erinnerung gesehen ist. Also sie ist tatsächlich so eben einfach gut. Und darum ist sie jetzt eigentlich verdient auf diesem Platz. Ich finde es immer noch eine gute Secondary, aber der gleich nicht so gut wie die Eva. Peacekeeper habe ich ein bisschen aufgemacht. Einfach schon nur, weil die Eva runtergekommen ist halt Peacekeeper irgendwie ein bisschen näher gekommen. Mittlerweile weiß ich fast gar nicht mehr, ob der Peacekeeper wirklich schlechter ist als die Eva. Das wird sich dann am Laufe der nächsten Tage, respektive Wochen zeigen. G7 habe ich abgestuft, ist mal A gesehen, ist jetzt auf B. Ist eigentlich immer noch genau gleich, hat sich nichts geändert, aber man muss auch ich zugestehen, G7 ist gleich nicht so mega gut wie die anderen Waffen. Also jede Waffe, die vor G7 kommt, ist einfach wirklich besser und finde ich, er ist immer noch eine gute Waffe, eben mit und Long Range. Abgesehen von der Triple Take, immer noch die beste Long Range Waffe. Allerdings, ja, Long Range in diesem Spiel ist eben immer noch ein bisschen, ja, optional, sagt man so.
Hemlock hat den Platz gegen Peacekeeper verloren, sonst ist eigentlich alles so geblieben, wie sie ist. Sie hat keine Updates. Sie hat doch, das Hipfire ist besser geworden, aber mit der Waffe hat man vorher schon nicht hipfired. Also, ja, ich denke, er bleibt momentan noch so. Ich denke auch nicht, dass sie besser ist als G7. Ja. Devotion, genau das gleiche. Es hat den Platz verloren gegen den Peacekeeper. Ist eine sehr gute Waffe im Anfang vom Spiel, also ab Drop. Aber danach eigentlich nur noch okay, respektive gut. Also knapp noch zwischen gut und okay. Die zweite Waffe, wo es keine einzige Rangverschiebung gemacht hat, ist RE45. Ich finde, die RE45 ist eigentlich okay. Macht eigentlich genau das, was eine vollautomatische Pistole muss machen. Sie ist eigentlich eine sehr gute Secondary. Und wird aber meistens dann gegen Ende vom Game droppt und für etwas anderes ersetzt, wie zum Beispiel eine A99 oder vielleicht sogar eine 301. Oder halt dann irgendetwas anderes, weil, ja, ist halt eine RE45. Ich persönlich habe es eigentlich noch gern, aber halt dann gleich nicht die absolute Meldwaffe und darum ist es einfach okay. Ich würde sie jetzt auch nicht buffen, bin ich ehrlich, weil ja, sie ist eigentlich, eben, sie ist okay. Darum kann sie dort bleiben. Jede Waffe, die okay ist eigentlich gut so, wie sie ist. Halt einfach okay. Gut so mal aufnehmen, wenn du gerade nichts Besseres findest. Und ja, dann spielst du weiter. Longbow habe ich enttäuscht mit dem Mosambik im Ranking. Ich finde, die Longbow ist tatsächlich besser als Mosambik. Logisch, also logisch ist sie besser als Mosambik. Sie ist die beste Sniper, abgesehen von Triple Tag, genau. Und ja, ich bin ein Fan von der Longbow, aber eben Snipers haben im Spiel nichts zu melden, darum ist sie einfach vom Platz okay. Anpassen würde ich sie nicht, weil sonst würde sie einfach noch weiter an den anderen Snipers abziehen. Darum ja. Mosambik ist natürlich abgedroppt durch das. Immer noch eine gute Waffe für wenn der Gegner wirklich nur noch so 15 Health hat, also eigentlich gar nicht mehr, aber gleich ein bisschen zu weit weggegangen ist. Ja, ich mag sie so wie sie ist. Sie ist lange Zeit einfach scheiße gesehen und darum habe ich von meiner Sicht, dass sie so bleiben, wo sie jetzt ist, auf diesem Platz. Und das ist eigentlich immer noch sehr gut für einen Mosambik. Dann eben die Mad-Tierlist mit D. Ich habe die Mastiff tatsächlich von der zweitschlechtesten Waffe auf ganz Rang aufgehabt. Sie ist gar nicht mega scheiße, wie ich es damals noch gesagt habe, also vor ein paar Wochen. Ich kann mich ein bisschen anfreunden mit ihr. Sie ist gar nicht mega so unberechenbar, wie ich dann beschrieben habe. Ja, ist aber gleich aus meiner Sicht die schlechteste Schrotflinte. Weil, ja, für Damage nimmst du eher einen Peacekeeper oder eine Eva. Und für Range kannst du dann eben eher einen Peacekeeper oder einen Mosam nehmen. Darum, ja, sie ist immer noch eben so eine Würfelkiste, aber ich habe jetzt auch schon gesehen, dass man 80 Damage machen kann mit einem Schuss, von dem her gerechtfertigt in der Meh-Liste. Ist halt noch viel besser gesehen. Früher halt S-Tier, jetzt mittlerweile eben D-Tier. Aber ja, auch gut. Charge Rifle kann ich nicht groß sagen, hat den Platz verloren gegen Mastiff. Ist immer noch genau gleich. Laser und ja. Man muss es gerne haben. Man pisst eigentlich die Leute ihre Nummer auf. Und ja, ist einfach leicht besser als Sentinel. Sentinel hat auch den Platz verloren gegen die Mastiff. Wie gesagt, Snipers haben nichts zu melden. Und vor allem keine Snipers, die noch extrem lange Feuerraten haben, respektive extrem wenig Feuerraten, die extrem lang braucht, bis du 12 Schuss schießen kannst. Ja, aber auch selbst charged ist sie halt einfach wirklich ungelegen. Ist geil zum Clips machen, aber wenn die Gegner halt alle immer 200 Health haben, dann machst du auch keine Clips. Trash-List ist eigentlich klar, es gibt einfach 3 Trash-Waffen, 3 Waffen, die ich einfach nie aufnehmen, wirklich nie. Und das ist die 3030. 3030 hat jetzt schon x Updates bekommen im Verlauf der letzten Wochen, ist aber immer da, ist immer noch schlechter als eigentlich alles, was oben dran kommt. Für Long Range kannst du auch wirklich einen Sniper nehmen, eben einen Longbow. Und wenn du gescheit bist, dann nimmst du eher einen G7, wenn du so einen Style willst von der Waffe. Darum. Und auch mit dem Hop-Up, was zu einer Schrotflinte umwandelt, ja, ist auch halt auch irgendwie nichts.
ja, es ist halt irgendwie nichts von beidem. Vor allem ohne Aufsatz und eben mit dem Nachladen. Ich werde nicht warm mit der. Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sie den buffen will. Ja, es sind schon x Buffs gekommen und es ist immer noch genau gleich schlecht. Also, musst du irgendetwas anderes machen. Dann den Bogen habe ich einen Platz aufgetan. Und zwar nur wegen meinem Kollegen. Weil er steif und fest behauptet hat, dass der Bogen gut ist. Ja, okay, es ist nicht mehr die schlechteste Waffe. Der Bogen. Der Bowcheck. Aber Boy, nein, ganz ehrlich, also, sorry. Ich will die gerne mal sehen, ein bisschen, so. Einfach so einen ganzen Nachmittag nochmal mit Bogen spielen. So, können wir ein bisschen Arena spielen zusammen, wenn du willst. Und dann können wir ein bisschen Bogen spielen und ich sagte mir, weil ich das Spiel auf die Fresse bekomme, weil der Bogen einfach auf Short Range scheiße ist. Auf Long Range gibt es besseres Zeugs. Und ja, eben, Long Range ist sowieso, hast sowieso nichts zu melden. Und ja, wenn du Battle Royale spielst, dann hast du noch viel Problem mit der Munition. Ja, ist einfach nicht gut. Aber die schlechteste Waffe, muss ich jetzt mittlerweile sagen, ist die P2020. Ja, P2020 jetzt im einen Event, wo sie goldig war. Wo du irgendwie 26 Schüsse hast. Also ja. Selbst dort hat sie wirklich keinen Damage gemacht. Die haben wirklich nichts gerissen. Und das spricht dann halt schon ein bisschen für eine Waffe, wenn sie selbst im besten Zustand gleich absolut sackt. Dann weißt du, okay, die Waffe ist einfach wirklich bad. Ich weiss noch, wo sie den Hop-Up hat, da habe ich sie wirklich sehr gerne als Secondary gespielt. Da hat sie sogar in C-Kategorie, hat sie wahrscheinlich sogar vor RE45 gestellt. Aber momentan so, ohne Aufsatz, nichts, ist einfach traurig und ist eine Waffe, wo du es am Boden siehst, sicher auch nicht aufnimmst, weil eigentlich sind Feuerstäfe effektiver. Genau. So, ich habe es schnell durchgelernt. Das Video ist um einiges kürzer als das letzte Video. Ist auch noch mal ein kleines Update. Ich habe nicht groß auf alle die einzelnen Waffen eingegangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich würde eigentlich gerne so jede Saison und vielleicht auch jede Hälfte von der Saison irgendwelche Anpassungen machen. Jetzt natürlich viele Anpassungen gegeben, weil durch die erste Liste halt viele Waffen einfach vielleicht nicht ganz korrekt sind oder eben viele Waffen auch einfach das Update bekommen haben. Und ja. Würde ich euch immer so gerne ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ich denke, das ist auch noch ein bisschen spannend, wie ihr seht, wie sich die Waffe so ein bisschen entwickelt. So über die Zeit, respektive über die letzten Monate in dem Sinn. Ja. Ja, wenn ihr nichts mehr habt, schreibt uns mal einen Kommentar, ob ihr einverstanden sind, ob der Bogen wirklich E-Tier ist oder nicht. Ja. Und sonst eben liken, Sub. Und ja, wünsche einen schönen Abend, Nacht, Morgen. Gönnt euch. Ciao.